Herzlich willkommen zum GVC Podcast Talk, einem Gespräch über Gott, die Welt und Inspirationen für einen lebendigen Glauben mitten im Alltag. Herzlich willkommen zu der dritten Episode von unserer aktuellen Serie beim GVC Podcast Talk. In dieser Serie dreht sich alles um den Heiligen Geist. In über 5 Folgen vertiefen wir sein Wesen und Wirken. Und in jeder Folge kommen andere Menschen zur Sprache, die einen Einblick geben, wie sie verschiedene Seiten vom Heiligen Geist in ihrem Alltag erleben. Wir lernen uns dabei an eine Predigtserie an, die wir in der GVC Winterthur im Juni und im Mai 2025 zusammen vertieft haben, wo wir das Thema auch miteinander beleuchtet haben. Mein Name ist Dani Weber und ich darf durch die ganze Serie begleiten. Und heute freue ich mich, dass ich Andrina Büchi und Roman Ganz mit mir am Tisch habe. Andrina ist Jugendpastorin in der My Church, das ist unsere Jugendkirche in der GVC. Und der Roman ist Bereichsleiter der GVC Groups. Er verantwortet eigentlich alle unsere Groups-Angebote zusammen mit einem Team, das wir hier in der Kirche miteinander haben. Wir reden heute miteinander darüber, wie sich die Seite vom kraftvollen Wirken vom Heiligen Geist in unserem Leben zeigt. Das ist so ja ein Aspekt, den der Heilige Geist mit sich bringt, die Dynamik, die Power. Und einsteigen möchte ich aber trotzdem gerade so ein bisschen eher anders, nämlich eher bei dem Aspekt, wo wir so in dieser Serie auch über den Heiligen Geist unter dem Hashtag Sein hatten, bei dieser stillen Veränderung in uns. Und zwar mit der Frage an euch ganz persönlich, wenn ihr einen von diesen Aspekten von der Frucht vom Geist, wo uns im Galater 5, 22 davon berichtet wird, könntet auswählen, um ihn für immer zu besitzen. Welcher wäre es? Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut oder Selbstbeherrschung? Bei mir wäre es Selbstbeherrschung. Ich habe mir die Frage gerade letztes Mal gestellt, also auch im Rahmen von dieser Serie, und finde das immer wieder eine spannende Frage, über mein Leben endlich zu schauen und zu sehen, welches wäre dann so ein bisschen dort, wo ich auch noch Potenzial natürlich gegen oben habe. Und ich merke, so Selbstbeherrschung, finde ich, es fließt ja nachher in all diese verschiedenen Bereiche rein. Also wenn ich selbstbeherrscht bin, dann kann ich auch eine friedlichere Person sein für andere Menschen, oder? Ich habe auch den Frieden mehr in mir drin, weil ich achtsamer bin, weil ich meine Gefühle vielleicht besser unter Kontrolle habe und so. Und ja, ich merke einfach, dort gibt es immer wieder Momente in meinem Leben, wo ich nicht so selbstbeherrscht bin, wo ich nicht so reagiere auf andere Menschen, wie ich es mir wünschte, wo ich vielleicht verletzend bin oder wo ich jetzt auch manchmal mit meiner Tochter komme ich weniger an den Anschlag, aber wenn ich dann an den Anschlag komme, dann merke ich, bin ich nicht so der Selbstbeherrschte, ehrlich gesagt. Und ich wünsche mir, dass ich dort auch ein anderes Vorbild kann sein kann. Und irgendwie, das muss ja nicht knechtend sein, aber eben, das finde ich eigentlich schön, wenn die Frucht anfängt zu wirken, dann ist es auch etwas, wo geschenkt wird, wo nicht etwas ist, wo ich krampfhaft muss lernen oder so. Genau. Ja, danke. Das ist eigentlich noch spannend. Du hast gesagt, von der Selbstbeherrschung kommt der Frieden. Und ich würde eigentlich sagen, ich hätte jetzt Frieden intuitiv ausgewählt. Genau. Weil ich auch das finde, es fließt nachher ins andere rein. Also ich habe das Gefühl, wenn ich einen Frieden habe, dann habe ich einen Frieden mit mir, mit dem, wo ich bin, mit anderen Leuten, irgendwie mehr Liebe, mehr Geduld für andere und irgendwie auch manchmal mit der Welt. Irgendwie so, das finde ich manchmal noch schwierig, einen Frieden haben über Sachen. Und ja, ich glaube, das würde ich mir aussuchen. Schön, danke für den ehrlichen Einblick. Ich habe letzte Woche mit dem Thomas Zink ein bisschen tiefer über das geredet, über die ganze Bibelstelle. Er hat auch noch etwas Spannendes gesagt, und das gehört ein bisschen ins Gleiche wie er. Er hat so gesagt, könnte es sein, dass die Liebe wie so der Mantelbegriff ist für alle, die dem folgen. Und dass die eben schon, also am Schluss ist es ja wie eben eine Frucht und das Zusammenspiel läuft wie. Darum, ich finde, das passt auch, wenn ihr jetzt gerade entdeckt habt, dass das eine führt irgendwo auch zum anderen. Manchmal ist es vielleicht auch wie so, sind zwei verschiedene Seiten, die man anschauen kann. Danke für den ehrlichen Einblick, so zum Starten. Wir werden heute eben die Seite vom Heiligen Geist so ein bisschen ins Auge nehmen, wo eher die wilde, eher die dynamische, eher die auch
die kraftvolle Seite vom Heiligen Geist ist. Und ich will da kurz so ein bisschen den Einstieg nehmen über auch die biblischen Texte. Das ist so auch die Wendung, würde ich sagen, im Neuen Testament, wo man dann sieht vom Heiligen Geist, von dem, wie Jesus ihn zuerst beschreibt, als der bei uns ist, der Begleiter, der Tröster, also sehr ein ermutigender Zuspruch an die Jünger, die gerade vor einer Krise stehen, wo ja werden Jesus, ihren Rabbi, ihren Lehrer verlieren. Und dann kommt dann die Apostelgeschichte. Und auf Englisch heisst es ja Acts, die Geschichte, also die Taten der Apostel. Aber man könnte eigentlich auch sagen, es ist die Geschichte der Taten vom Heiligen Geist. Und er wird dann dort ganz früh schon angekündigt, in der Apostelgeschichte 1, Vers 8, wird nochmal ein Jesuswort genannt, wo er den Jüngern sagt, ihr werdet aber den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. Das ist das Versprechen, das kommt. Und kurz darauf, im nächsten Kapitel, dann das Pfingstereignis, das berichtet wird, in einer längeren Passage. Da können wir jetzt nicht im Detail drin gehen, aber die versammelten Jünger erleben dann eigentlich eben ein Brausen vom Himmel, also ein äußeres Wirken auch vom Geist, wie das eben geschieht, wenn er kommt. Und nachher sehen wir ein paar Folgen von dem Ereignis. Und da möchte ich kurz lesen, Apostelgeschichte 2, ab Vers 41, da heißt es dann, alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem. Und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Also was uns dort beschrieben wird, ist, dass mit dem Kommen vom Heiligen Geist eben auch sogenannte Zeichen und Wunder kommen und geschehen. Und darum geht es so jetzt in unseren Alltag hinein. Habt ihr das auch schon erlebt? Wenn ja, wie oder wie auch nicht? Also wenn ich so an Wunder denke, dann denke ich immer an die grossen Sachen, irgendwie vom Tod gerade auferweckt oder irgendwie so, also vor allem, wenn man das in der Bibel liest und so, diese grossen Sachen habe ich jetzt für mich noch nicht erlebt, oder? Ja, ich nenne es jetzt mal noch nicht, vielleicht eines Tages. Oder auch nicht so in meinem persönlichen Umfeld oder in meinem näheren Umfeld in dem Sinn, dass man irgendwie von diesen krassen Sachen vielleicht, sondern mehr irgendwie in meinem Herz oder ich sage jetzt mal mehr psychische Sachen, so ein bisschen in meiner Seele heilig erlebt habe. Wo manchmal aber auch noch schwieriger ist zum Fassen, sage ich jetzt mal. Also das ist nicht, man sieht, der Arm ist gebrochen und nachher ist er wieder ganz. Ja, genau. Es ist, das gebrochenes Herz kannst du nicht sehen. Also oder eine gebrochene Seele, wie auch immer. Ja. Ich finde auch, also der Begriff Kraft ist ja eigentlich auch gefüllt mit dem Wort Dynamis, Dynamit, wo im Hintergrund eigentlich ist. Und es beschreibt ja eigentlich so ein bisschen die explosive Wirkung, also etwas, wo in Bewegung gesetzt wird. Und ich würde sagen, in diesem Kontext, ja, dort habe ich Sachen erlebt, wie die Dynamik von Gott drin kommt. Wo überraschend, und das wird uns ja dort in der Apostelgeschichte eigentlich erwähnt, wo überraschend kommt, manchmal so unvorbereitet, nicht so in unserem Büchsli denken drin, nicht so berechenbar, oder? Genau. Das finde ich ist endlich, das habe ich öfters mal erlebt. Aber das Wunder, körperliche Heilungswunder, das würde ich auch eher sagen, ja, mehr so vom Hören sagen vielleicht. Oder von einer, jetzt auch in Geschichten in Bulgarien oder so, wo wir mit der My Church waren, so, wo Leute dann gesagt haben, ja, jetzt ist ein Wunder passiert. Wie ich jetzt das werten kann, finde ich immer schwierig, ehrlich gesagt. Da bin ich sicher auch ein bisschen kritisch und finde dann manchmal so, vielleicht haben sie es jetzt einfach mir zu lieb gesagt. Oder ihre Hoffnung auch. Ihre Hoffnung zum Ausdruck. Oder vielleicht auch wirklich einen Teil gespürt. Das glaube ich ganz fest. Oder auch so, nur schon auch hier in der Schweiz, manchmal gespürt, so, es ist jetzt schon etwas gegangen, aber jetzt so eine komplette Heilung für jemanden, der jetzt einen Bänderriss hatte und jetzt habe ich dort die Hand aufgelegt und jetzt ist der weg, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich erinnere mich, dass wir in Bulgarien auch mal für dich und dein Bein gebetet haben, wo du wirklich ein abartiges Hämatom gehabt hast nach einem Fußballmatch gegen die lokalen
Romas, die wir dort genau. hatten. Und leider ist dort dann auch nicht gerade etwas geschehen. Ich meine, du hast irgendwie durchgestanden, Ja, genau. noch bis heimkommen, aber ist jetzt nicht dann, das ist mir auch nicht so, gerade wenn du von Bulgarien und heilig und... Aber auch dort ist es ja immer dann so ein bisschen die Deutung, oder? Ja, Also, genau. wo du kannst machen. Also, ich meine, es war dort nichts gebrochen gewesen, was alle so dachten, das kann doch nicht sein, so krass anschwillen und Ja, so weiter. genau. Das ist nur eine Blessur. Nach Ja, 2 genau. Wochen ist endlich dann schon mehr oder weniger wieder gut gewesen. Und so, das ist völlig nicht zum Einordnen. Ja, Ja. hat jetzt das Gebet bewirkt? Ja, das weiss man Oder nicht. nicht? Ja, Spielt und du es hast denn eine dann- Rolle? Ja, nein, genau. Also, weißt du- In dem Sinn schon. Ich Ja, meine, ja. wir sind ja nicht an einem jetzt bequemen Ort gewesen dort, muss man vielleicht sagen. Wir haben so einen Mission Trip gemacht Ja. miteinander. Und in dem Sinn, du hast noch ein paar Tage irgendwo überstehen, jetzt nicht gerade mit Ja. medizinischer Versorgung wie in der Schweiz oder die Möglichkeit, um jetzt mega ruhig zu haben oder so. Genau. Ja, genau. Ja, das ist mir spontan. Was mir vorher noch in den Sinn kam, ist auch gerade von Bulgarien. Dort haben wir einmal erlebt, dass Jugendliche von uns haben für jemanden gebetet Ja. hat. Vor anscheinend mega so ein milchiges, graues Auge gehabt und der war blind gewesen und sagt für ihn gebetet und der hat nachher gesagt, er sehe. Und man hat das Milchige und alles wie nicht mehr gesehen. Es ist wie so ein natürliches Auge in dem Sinn führen gekommen. Und eben, es geht auch in das rein. Ich war wie nicht dabei gewesen, und ich bin dann auch ein bisschen kritisch. Ist dann vorher wirklich milchig gewesen, oder hat er einfach ein Auge sauber putzen in dem Sinn. Und gleich, was ich dann im Nachhinein gemerkt habe, es ist mir manchmal wie ein bisschen egal, ob jetzt das, ich sage jetzt mal, also es ist mega schön, ich freue mich für die Person mit, wenn es wirklich geheilt ist, aber zu sehen, was es in unseren Jugendlichen verändert, das An hat ihrem mich Glauben irgendwie, auch, ja. an ihrem Ja. Glauben, Ah, wow, das ja, hat mich cool. fast mehr gefreut. Ja. Und darum ist wie so ein bisschen, die Person hat dort zum Beispiel, ich weiss, die hat gar nicht können, in unserer Sprache reden. Also sie hat jemand anderem müssen sagen und die Person hat uns auf Englisch gesagt, dass sie vorblind war, jetzt sieht. Und das konnte ich dann wirklich auf die Seite tun und sagen, ja, das, wenn ja, grossartig und wenn nicht, es hat den Glauben von unseren Jugendlichen verändert. Ja, und das genau, langt irgendwie- oder das ist für mich gerade so schön. Ja, genau. Wir sind dort auch bei einer Family daheim gewesen, das dritte, sind für jemanden gebeten, der auch irgendwie, ich glaube, Brustkrebs oder so hatte. Und ich mag mich noch erinnern, wir haben dort geworshipped und sie hat nachher gesagt, eben, es ist so wie etwas abgefallen von ihr, rein vom Gefühl her. Und sie hat das Gefühl, dass jetzt wirklich heilig geflossen ist und ihr sind Tränen runtergelaufen. Also du hast gemerkt, emotional ist jetzt so viel passiert in dieser Frau. Aber ich habe nachher nie mehr irgendwie mehr gehört. Ja, genau. Ob jetzt da wirklich Was genau das Resultat ist, ja. Manchmal haben wir wirklich auch gehört, Ja. so vom Juro nachher. Ja. Der Juro ist er, der uns amigs begleitet, auf der, also der Pastor vor Ort. Und er hat dann amigs schon gesagt, hey, es ist im Fall wirklich jetzt ärztlich auch einmal untersucht worden, bis jetzt ist es so. Genau. Aber das hörst du dann auch nur aus Ja, weiter genau. Distanz natürlich. Genau. Ja, genau. Hey, spannend. Mir kommt spontan schon auch noch mal etwas in den Sinn, was du auch schon ein bisschen angetönt hast, jetzt auch in meinem Leben und es sicher schon erlebt habe, wenn ich das Wunder müsste sagen, ist schon auch eine innere Heilung, wo ich wirklich an einem Punkt in meinem Leben war, wo es mir wirklich so in einem Bereich so eine Perspektive gefehlt hat. Also ich habe, und ich auch wirklich das Gefühl hatte, hey, ich bin irgendwo da rein auch innerlich kaputt gegangen. Wo ich nicht gedacht habe, dass ich irgendwie könnte heil werden so ein bisschen von der Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben. Wo ich wirklich an einem Abend, punktuell, in einem Gebet, verbunden mit Emotionen, wo irgendwie in mir gelöst worden sind, kann sagen, ich bin wirklich heil geworden. Und so in dem Sinne, aber es ist noch schwer, das irgendwie zu messen, aber so habe ich das schon erlebt. Jetzt gibt es ja noch so eine andere Seite von dem Zeichen und Wunder. Das ist so ein bisschen die ganze Thematik rund um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder so, eben, dass er über einem kommt, wo ja auch am Pfingsten so das Ereignis ist, wo wir das lesen. Und Roman, da will ich dich noch mal wegen Bulgarien ein bisschen ankützeln. Da erinnere ich mich auch, wo wir zusammen da waren, hast du ja etwa die auch für Menschen gebetet, oder wir haben ja dort immer das auch gemacht, und du hast dort auch das Besonders irgendwie so ein bisschen erlebt, dass du das Gefühl hast, wenn du betest für Leute, ist wie etwas freigesetzt, auch Leute aus unserer Jugendgruppe. Ja, also es war eigentlich spannend gewesen, hauptsächlich aus unserer Jugendgruppe, oder? Ich habe eigentlich ganz viel für Menschen gebetet in diesem Bulgarien und ich habe eigentlich an den letzten 2 Übungen fast am stärksten das Gespür gehabt, dass Gott jetzt anfängt zu wirken.
Und ich glaube, eben, das ist so ein bisschen das, was wir jetzt vorher auch gesagt haben. Es ist eigentlich dann mehr ein innerer Heilungsprozess, wo Menschen, wo irgendwie sein Herz öffnen gegenüber Gott und irgendwie ready werden, um Altlasten zu beseitigen. Und wenn man so 2 Wochen miteinander unterwegs ist, dann dann kommt vieles zum Vorschein. Dann kommt also die Schattenseite vom Leben manchmal zum Vorschein. Und dort an diesen Übungen habe ich das eigentlich jedes Mal, wenn ich in Bulgarien war, sehr stark erlebt, dass Menschen dort wie frei geworden sind von Sachen. Oder? Und die Erfüllung zum Teil explizit dann sehr stark erlebt haben, durch Brüllen oder durch, sogar durch Umfallen, also, wo ja so ein riesen Ding ist. Und ich bin selber überrascht gewesen, so, hey, was passiert jetzt da? Eben, niemand war darauf vorbereitet und so. Oder durchs Lachen, wo einfach irgendwie ein Zeichen war, da passiert jetzt etwas, da wird irgendwie etwas verändert. Und ich würde sagen, eben, das bringe ich eigentlich immer auch mit dieser Bibelstelle in Verbindung aus dem Epheser 5, ich glaube 17, 18, wo eigentlich die Erfüllung beschrieben wird und im Kontext vorher eigentlich gesagt wird, wenn wir eigentlich unsere alten Sachen hinter uns lassen, so ein bisschen die Altlasten auf die Seite tun, dann können wir erfüllt werden vom Heiligen Geist. Und ob das jetzt in Bulgarien war oder auch in Camps, die wir sonst hatten, das habe ich immer wieder erlebt. Und mich dunkt, dort ist eben die Kraftwirkung gerade bei uns Schweizer sehr stark am Werk, wenn wir es zulassen, oder? Dass Gott endlich an unseren Herzen kräftig arbeiten will. Und vielleicht auch psychisch manchmal fast mehr kann. Hey, weil das ja vielleicht auch die Nöte sind, die wir jetzt konkret in unserem Kontext mehr erleben. Das ist wirklich einfach ein Dani-Gedanke. Aber ich denke oft, man hört ja schon auch viel von diesen körperlichen Zeichen und Wunder an Ort, wo medizinische Versorgung einfach auch an einem anderen Ort ist. Also, und wo ich halt auch glaube, Gott wirkt natürlich stark durch die Medizin. Dort hätte ich wir haben auch schon darüber so ein bisschen austauscht, vorgängig viel schon gehört, wo Leute dann auch durch ärztliche Behandlung einfach Hilfe finden, ihre Diagnose sich zum Positiven wendet, wo du aber an anderen Orten, in anderen Regionen der Welt den Zugriff gar nicht hast. Und bei uns wiederum, etwa die vielleicht dann auch innere, seelische Nöte da sind, wo es schon irgendwo auch Gott braucht, der kann heilen kann. Schön. Jetzt gibt es ja dann da aber dann schon auch die andere Seite. Und zwar, das ist ein bisschen das, wenn man eben das Wunder nicht erlebt, die Abwesenheit vom Wunder, vielleicht die Abwesenheit vom Erfahren von Gott, gerade in Situationen von gewisser Not oder von Schwierigkeiten, die man hat. Und wir sitzen hier zu dritt auch als Leute, die alle irgendwie auch die Realität des Lebens kennen, wie das jeder Mensch kennt, aber ich finde auch jetzt gerade, wahrscheinlich bei uns im Leben allen, auch gewisse, dass sich auch so ein bisschen wirklich auch stärker auch schon gezeigt hat. Andrina, du lebst mit einer körperlichen Erkrankung an deinem Bein. Du kannst nachher selber so viel dazu sagen, wie du willst, oder auch nicht. Roman, du hast früher den Vater verloren. Ich selber bin auch in der Familie mit unserem Sohn betroffen von körperlicher Beeinträchtigung. Ich würde gerne über das reden, wie man mit dem umgeht. Und jetzt gerade bei dir, Andrina, ich habe gehört sagen, du tust trotzdem regelmäßig, lässt du für dich beten, auch für ein Wunder, oder du betest für dich, oder kannst du uns ein bisschen erzählen? Also machst du das? Warum machst du das? Bist du motiviert, um das zu machen? Whatever, ja. Also vielleicht hilft es schnell, um erklären, was es ist. Also es heisst Lymphödem. Ödem ist immer eine Einlagerung von Flüssigkeit. Und bei mir eigentlich in der Lymphbahn. Also wir haben die alle auch. Und bei mir staut sich einfach die Lymphflüssigkeit im Fuß, vor allem Fuß, Knöchel, Unterschenkel in dem Sinn. Sprich, ich habe jeden Tag so eine Kompressionsstufe, also jeden Tag und jede Nacht. Und die Flüssigkeit tut nicht abfließen. Es tut per se nicht weh, außer ich habe zu enge Schuhe an, der Strumpf sitzt nicht richtig. Ich muss schnell aus dem Schuh raus und dann ist es ziemlich wieder gut. Aber es ist vor allem die Einschränkung von dem Strumpf tragen, nicht in die Schuhe können. Früher, als ich noch Skinny Jeans hatte, nicht in die Jeans kommen. Genau. Und beten, also für mich selber bete ich jetzt nicht regelmäßig dafür. In dem Sinn. Also es ist nicht, dass das ein Ritual ist, dass ich das jeden Abend mache oder so. Ich bin sehr offen, wenn Leute zu mir kommen und sagen, darf ich für dich beten, dass ich sage, hey, ja, mega gerne. Manchmal habe ich das Gefühl, haben die Leute wie gerade den Eindruck, manchmal finden sie einfach, hey, wenn wir gerade darüber reden, beten wir doch gerade. Und dort finde ich manchmal so ein bisschen,
also nützt nichts, schadet nichts, klingt vielleicht ein bisschen doof, aber lass uns irgendwie das Gott nochmal herlegen. Es ist manchmal auch so ein bisschen für mein Herz vielleicht ein bisschen beten in dem Moment. Das ist ja nicht immer nur für das Wunder am Bein an sich, sondern auch für mich als Person. Für dich in dieser Situation. Jawohl, ja, genau. Zum Anfang zu kommen in dem Sinn. Ja. Ich suche aber selten aktiv jetzt das Gebet auf und gehe irgendwie zu Leuten her und sage, könntest du jetzt für mich beten? Das ist dann mehr in dem Moment, wo ich irgendwie damit zu kämpfen habe. Wo ich irgendwie daheim mit dem Lukas, mit meinem Mann, irgendwie über das rede und irgendwie sage, hey, es macht mir wieder mega Mühe, es stört mich irgendwie, können wir dafür beten. Ja, schön. Also dann ist es aber ein Umgang. Dann, wenn es schwierig ist, geht, und dann im vertrauten Rahmen. Genau, ja, genau. Aber dann ist es eben oftmals, sage ich schon, zwar nicht einmal immer, dass ich dann noch dafür um Heilung bete, sondern fest um mein Herz auch. Ja. Oder irgendwie den Frust abladen, so irgendwie ein Gespräch mit Gott suchen. Ja, darum, es ist immer mal wieder ein Thema, das Gebet, aber eben ein bisschen facettenreich in dem Sinne. Ja, genau. Danke für den ehrlichen Anteil geben und es ist auch inspirierend, dass du da dran bist. Roman, wie war das bei dir? Ich meine, oder ich nehme an, ihr habt auch gebetet für das. Wahrscheinlich, vermute ich, für deinen Vater, der ist erkrankt, oder? Ja. Eine Krebserkrankung gehabt. Ja, genau. Ja, also ich finde, ich bin dort natürlich sehr stark mit ganz vielen, ich sage jetzt mal, theologischen Mustern konfrontiert worden. So, wieso das jetzt ein Wunder eintritt oder nicht eintritt oder was auch immer. Oder? Und dann hat man am Anfang eigentlich, also ist im Februar eigentlich bekannt worden, die Erkrankung. Im Sommer ist eigentlich dann Chemo voll angeschlagen und hat eigentlich ausgesehen, hey, das kommt gut und so. Und dann hat es zack gemacht und voll eingefahren und man hat gewusst, Chemo wirkt jetzt nicht mehr, oder? Und dann im Sommer hast du schon irgendwie so gedacht, ja, jetzt hat Gott geheilt und so und nachher ist es gleich wieder in die andere Richtung gegangen. Für mich hat es wie zwei unterschiedliche Komponenten gehabt. Ich glaube, kurz gesagt, eine emotionale Komponente. Da habe ich schon ein paar Predigten darüber gemacht, Klagelieder-Serie, wo wir darüber hatten, so ein bisschen, wie ich emotional mit dem umgegangen bin. Und ich glaube, dort ist mehr nachher auch das Wunder eigentlich an meiner Seele wieder, dass Gott mir sehr nahe geworden ist, wo ich ihn herausgefordert habe und gesagt habe, hey, schau, du hast mir etwas genommen, auch eine Klage drin, oder? Jetzt musst du mir etwas geben. Ja. Und dort drin seine Nähe, seine Gegenwart sehr stark gespürt habe. Wahrscheinlich einzigartig in dem Moment auch so die Nähe verspürt zu Gott. Und das andere, finde ich, ist so ein bisschen die theologische Komponente, die nachher aber erst ein bisschen später kam, wo ich musste lernen, mit dieser Spannung auch umzugehen. Also mit krebskranken Leuten sind wir ja immer wieder konfrontiert. Ja, genau. Also es ist ein Dauerthema, oder? Und also kann ich jetzt für diese Person immer noch beten oder nicht? Ja. Und wieso hat er jetzt konkret bei meinem Vater nicht gewirkt und bei einem anderen sollte er wirken? Ja, genau. Und was ich mega gemerkt habe, ist, für mich ist es dort absolut entscheidend gewesen, die Wenn-Frage zu stellen. Also wenn jetzt Gott eigentlich jedes Mal wirken würde, wenn ich beten würde für ein Wunder, was wäre das für ein Glaube? Für mich ganz klar ein Leistungsglaube. Also ich muss dann auch endlich nur noch das Wörtchen XY sagen und dann würde ein Wunder passieren. Ja, genau. Ich wäre nicht mehr abhängig von dem Gott. Genau. Und irgendwie dort wieder zu merken, so, ja, in dem Hier und Jetzt sind wir in diesem Spannungsfeld von, es passiert einfach nicht immer. Und es tut weh. Aber wenn wir es immer sehen würden, dann wären wir nicht mehr von Gott abhängig. Weil dann würden wir sehr schnell, glaube ich, unser Rezeptbuch führen und endlich sagen, ich muss den Punkt endlich erwähnen und dann kommt das Wunder. Genau. Und dann brauche ich Gott gar nicht mehr. Ja, genau. Dann hast du wieder deine eigene Hand. Ja. Und dort hat mich Gott schon theologisch immer wieder an den Punkt angeführt. Das Evangelium heisst, in dieser Abhängigkeit mit Gott zu leben. Und das bedeutet, ich kann es nicht selber bewirken. Und das gute Leben heisst nicht immer, dass es schmerzfrei, hindernisfrei ist. Also ich finde, es hat auch mit einer Vision vom guten Leben zu tun. Ja. Oder wenn das gute Leben nur dann ist, wenn wir eigentlich jetzt schon den Himmel haben. Also mich denke, das ist nicht eine biblische Perspektive auf unser irdisches Leben. Trotzdem, also du betest weiterhin für Menschen. Ja, obwohl du die Erfahrung hast. Du kannst das machen.
Aber vielleicht auch ein bisschen drin, vorher auch gesagt hat, manchmal auch einfach, dass sie den Frieden in dieser Situation, also nicht nur für die körperliche Heilung, sondern gesamtheitlich, ganzheitlich auch der Mensch sehen. Also, dass er ja auch in dem eben einen Prozess geht. Und ja, also, mein Vater hat 2 Monate bevor er gestorben ist, eine Predigt gemacht und hat darüber predigt, heimkommen zu meinem Vater. Ja. Und irgendwie dort auch eine mega Schönheit entdeckt, um irgendwie zu zeigen, hey, der Tod, auch wenn wir ihn nicht wollen, es ist etwas Schönes. Es ist auch eine Realität, genau. Ja. Und auch, aber auch etwas, einen Weg, den man auch gehen muss. Genau, ja. Das würde mich bei dir schon auch noch mal wundern, Andrina. Jetzt, weißt, wenn du sagst, also du bist weiterhin motiviert, für dich beten zu lassen. Du hast gesagt, die Leute kommen dann über die auch gerade. Was mir dort auffällt, ist ja manchmal Leute, die hören, dass man leidet. Die müssen ja irgendwie auch mit dem umgehen, weil das ist ja auch noch schwierig. Jetzt hast du das und ich habe das nicht. Und dann ist eine Lösung dafür. Und, also das will ich gar nicht schlecht darstellen. Hey, ich bete jetzt für dich. Oder darf ich für dich beten? Weißt, und kannst du das immer so nehmen? Eben, du hast vorhin gesagt, nützt so Schatz nicht. Oder gibt es einen Moment, wo es dich stresst? Oder was würdest du auch sagen? Ich meine, wir haben jetzt da ja ein Publikum, das zuhört. Was wäre auch eine gute Art und Weise? Weil es ist ja etwas Schönes. Also, aber was hilft da vielleicht auch wenn für Leute, die das jemandem wollen? Ja, also vielleicht habe ich vorher gesagt, nützt nicht so Schatz nicht. Ich glaube, manchmal ist es wie für die Leute selber auch. Und nicht einmal unbedingt für mich. Es gibt für sie einen Umgang mit dieser Situation. Genau, so wie du es jetzt darauf ansprichst. Wo ich wie so merke, ich glaube, die Person würde es mega gerne für mich beten, dass ich wie irgendwie das zulasse und das auch gerne annehme. Aber ich glaube, wie sie auch so ein bisschen hilflos ist, was ich jetzt gerade sagen soll. Ich glaube, dort, was ich einfach gemerkt habe in den vergangenen Jahren, manchmal hilft es einfach zu sagen, hey, ich weiß gar nicht, was sagen. Ja, genau. Statt dass man dann einfach gerade... Also, und man darf nachher das Gebet wie auch anschliessen. Ja, schön, aber ich habe irgendwie viel erlebt so in der Vergangenheit, dass Leute irgendwie gesagt haben, ja, gute Besserung. Der mit dem gute Besserung, der nervt mich langsam. Es ist leider nicht eine gute Besserung. Genau, so. Es ist nicht so eine Krankheit, das muss jetzt heilen und nachher wird es wieder besser. Es ist mehr das, was ich mich noch... Oder eben das Gebet anbieten kann ich wie gut annehmen. Ich glaube, das ist wie, dort merkt man, also eben die einen wollen mega beten und andere sind, es ist ihre Art, auch um ihr Mitgefühl auszudrücken. Was ich mehr Mühe habe, und mit dem bin ich einmal konfrontiert worden, dass ich irgendwie mal in einer Runde erzählt habe, wie es mir geht, was ich für eine Krankheit habe. Dann bin ich gefragt worden, ja, kann man denn das heilen? Dann habe ich gesagt, ja, wenn Gott heilt. Und dann hat jemand gerade reingegrätscht und reingeschossen und gesagt, sag das nicht, du musst sagen, ja, weil Gott wird heilen. Ja, okay. Und so ein bisschen, wenn wie so ein bisschen mein Glaube mir abgesprochen wird, irgendwie, das finde ich noch fast schwierig. Ja. Kommt man ein bisschen auch in das Schema, du musst es halt nur richtig sagen, weil dann sonst verhinderst du sogar noch, weil du hast... Ja, genau. Oder dein Glauben ist falsch, ja, oder? Genau. Oder zu wenig gross. Ja, genau. Weil sonst wäre das Wunder schon längstens passiert. Dann musst du nicht sagen, wenn Gott heilt, weil er wird ja. Weil er, genau. Das ist etwas, wo ich so ein bisschen manchmal Mühe hatte, wo ich glaube, heutzutage könnte ich es wieder besser einordnen. Das war irgendwie vor 6-7 Jahren, noch eher am Anfang von dieser, oder tendenziell am Anfang von dieser Diagnose. Wo ich glaube, manchmal für die Leute reagieren so unterschiedlich, wenn man erzählt, was man hat. Eben die einen wollen Gebet anbieten, die anderen sagen gute Besserung, die nächsten drücken da irgendetwas auf. Andere sagen einfach, hey, es tut mir so leid, ich weiss nicht, was sagen. Und das tut mir fast am besten. Ja, irgendwie mein Gefühl ausdrücken. Ja. Genau, ja. Hey, danke, ja. Also da klingt bei mir schon auch vieles an. Unser Sohn hat einen angeborenen Gendefekt und der ist auch so ein bisschen unbekannt. Oder wir setzen uns jetzt auch mit diesen Fragen auseinander. So, ja, wie beten wir für ihn? Wann beten wir für ihn? Jetzt ist er in einem Alter, wo er ja das auch schon aktiv wahrnimmt. Und für mich ist es zum Beispiel mega wichtig, oder, wenn ich immer seinen Mangel benenne. Grundsätzlich ist er für mich vollkommen. Er ist für uns ein riesiges Geschenk. Und wir haben auch so ein bisschen uns schon die Frage gestellt, wie wollen wir und wann wollen wir für das beten? Wir wissen, viele Leute beten auch im Hintergrund und wir fühlen uns durch das erträgt, eben auch gerade so im drin hineinstehen. Das tut irgendwie gut. Aber jetzt so jeden Tag nur immer für die Heilung hoffen, ich meine, das ist sein Zustand, er ist so und man hilft jetzt ihm medizinisch und seine Augen sind so, oder? Bei ihm sind es die Augen.
Ja, und ich habe das mal noch auch mit jemandem austauscht, so, wo für mich ein guter Ratgeber ist. Und dort sind wir irgendwie so ein bisschen drauf gekommen, dass ein Weg auch wirklich kann sein, in so einem Moment zu sagen, weißt, wir müssen im Alltag so funktionieren, auch medizinisch, oder? In Therapien. Und wenn du dann dauernd eigentlich noch so ein bisschen hoffst auf so, das ist immer so ein Kampf. Weil, und so zu sagen, das ist unser Alltag, mit dem gehen wir. Aber dann punktuell gibt es vielleicht Momente, wo man vielleicht auch mal ganz bewusst wieder sagt, hey, mit ein paar Leuten, die einem wichtig sind, du hast vorher deinen Mann erwähnt oder so, hey, jetzt wollen wir es wieder mal so gemeinsam die Situation Gott angeben und auch sagen, hey, es wäre du darfst eingreifen, du darfst nochmal uns auch überraschen. Das ist so, wie wir auch versuchen, mit dem umzugehen. Was mir da auch so in den Sinn kommt, manchmal merke ich habe auch so verschiedene Phasen, die Leute sprechen mich an, man sieht es mir, je nachdem, vor allem im Sommer ein bisschen mehr, sieht es mir halt an. Und es gibt Momente, wo ich kein Problem habe, um darüber zu reden, um zu erzählen, was es ist. Und es gibt Momente, wo ich einfach keine Lust habe. Weil es ist so kompliziert, ich komme manchmal selber nicht ganz draus, es kennt es niemand, ich muss bei Adam und Eva anfangen. Und dann am Schluss kommt dann gleich noch eine gute Besserung. Und irgendwie, wenn ich weiter darüber rede, das sind wie die Momente, wo ich dann auch merke, ja stimmt, ich habe etwas, das andere nicht haben, was mir das Leben manchmal schwer macht. Und ich glaube, das geht in das hier, wenn ich jeden Tag wie ich krampfhaft dafür bete, wie ich jeden Tag an dem rumnagen, das habe ich immer noch und das fällt mir immer noch schwer und das trage ich immer noch mit mir mit. Darum habe ich glaube auch die Phase, wo ich manchmal gerne darüber rede und manchmal denke ich, bitte frage ich niemand, weil ich will einfach irgendwie in dem leben. So. Ich habe vorher, als du das gesagt hast, oder, darüber nachgedacht, so die Gabe vom Zuhören. Vielleicht brauchen wir manchmal auch das wieder mehr. Oder? Wir haben das in unserer Coaching Group Mental Health eigentlich fast jedes Mal wird betont, egal in welchem Leiden eigentlich, wie wichtig das Zuhören ist. Und vielleicht brauchen wir Schweizer einfach wieder eine Kraft wirklich im Zuhören, dass wir es aushalten. Auch nicht Lösungsvorschläge und weißt, so, in das Handeln reinkommen, oder? Sondern Anteil haben. Und das braucht auch Kraft. Das braucht mich ja als Zuhörer auch das ist Kraft. Eine Herausforderung. Und nichts zu machen ist auch eine gewisse Form von Ohnmacht. Oder? Genau. Und mit dem können zu dealen und irgendwie Empathie für den Nächsten aufzubringen. Das braucht auch, es braucht all die Geistesgaben eigentlich auch, oder? Hey, ja, danke. Also, das wäre mega spannend. Hätten wir eigentlich gerade noch eine eigene Episode zu dem machen können. Ich würde gerne noch mal ein bisschen switchen. Vielleicht schliessen das noch. Ich habe in einem Buch gelesen, das ich mich jetzt auch mit der Thematik Heiliger Geist noch mal auseinandergesetzt habe. Ein Buch von Tyler Staton. «The Familiar Stranger» heisst das. Leider erst auf Englisch verfügbar. Ich hoffe fest, es kommt auf Deutsch. Und er redet von der Heiligen auch so als das Krise auf der Torte oder der Vorgeschmack von der Ewigkeit ins Jetzt. Und es hat für mich nochmal so mit dem Bild zu tun von, was ist das gute Leben? Und ich glaube, das gute Leben im Jetzt ist eben auch ein Leben, das gut ist, auch in der Herausforderung, auch in der Bedrängnis, auch im Schwierigen. Aber es gibt Momente, wo Gott wirklich auch den Himmel auftun oder den Vorgeschmack geben. Und so ein bisschen die Spannung haben wir, glaube ich, zu fest darüber geredet, von sowohl als auch. Und jetzt wäre so für mich dann so ein bisschen die nächste Frage. Ja, wie kultivieren wir dann einen guten Umgang jetzt gerade auch in unserer Gemeinschaft, in unserer christlichen Gemeinschaft mit dem? Wir sind Pastoren und Pastorinnen da am Tisch. Wie machen wir das auf eine gute Art und Weise, so diese Spannung auch zu haben? Da würde ich gerne ein bisschen von euch hören. Wie machen ihr das in der GVC Jugend zum Beispiel? Ich weiss nicht, ob ich jetzt noch etwas wiederhole, was wir vorher schon geredet haben, aber es ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen, ich habe mich letztes Jahr operieren lassen, wegen meinem Lymphödem. Ich wollte dem wie noch eine Chance geben. Ich bin auch medizinisch und ich habe gesagt, du kannst medizinisch auch wirken. Long story short, das hat gar nichts gebracht. Die Operation hat man gemacht und war für nichts. Und im ersten Moment, wo ich bin im Wachsaal und der Arzt sagt mir, es tut mir leid, ich kann nichts machen, ich habe brüllt, das war ein Schock. Mit so viel Schläuchen an mir. Und das konnte ich aber schnell verdauen irgendwie. Und irgendwie wieder Gott hergehen und sagen, ich habe dir die Möglichkeit gegeben, um mich zu heilen oder meine Situation zu verbessern. Und es ist jetzt wieder gegangen. Aber ich habe mich nicht so gut aufgehoben gefühlt im Spital, von der Pflege, von Ärzten, von Leuten, die mich behandelt haben. In meiner Würde rein. Ja. Es waren verschiedene Sachen, dass wir zum Beispiel, niemand hat mir irgendwie geholfen, mich waschen. Und einfach so ein bisschen
Sachen Grundbedürfnisse. Und an dem hatte ich über Monate noch zu knagen. Und wie gemerkt, dass ich nicht geheilt wurde, bin ich wie das eine gewesen. Das hat mich irgendwie, oder geheilt, dass das nicht verbessert ist, wie das eine gewesen. Aber dass wie Menschen mit mir umgegangen sind, an dem, also das habe ich dann auch jetzt erst Anfangsjahr mal abschliessen und sagen, so, jetzt muss ich das auf die Seite legen. Vielleicht von einer Art auch vergeben. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, das hat mir irgendwie auch ein bisschen gezeigt, mein Körper ist ein Teil, aber meine Seele ist ein anderer Teil. Und wie gehen Leute mit mir um, mit meinem Leiden, eben nicht nur mit meinem Bein, sondern mit meinem Herz in dem Sinn. Und wie kann ich auch mit Menschen eben umgehen? Vielleicht sind wir wieder beim Punkt vom Zuhören. Vom Anerkennen, dass Gott manchmal nicht heilt. Ja, geht vielleicht wieder das hier. Ja. Ja, danke. Das ist wie so eine andere Ebene, die drin spielt. Ja. Vom Herz auch, macht nichts. Ja, ich glaube, das ist entscheidend, oder? Dass irgendwie wie in der Gemeinschaft möglich ist, um über all diese Facetten zu reden. Also über die positiven Erfahrungen, die wir jetzt vorher am Anfang auch geteilt haben, aber auch über die Herausforderungen, die wir es eben nicht erlebt haben. Und ich glaube, das müssen wir schaffen, in einer Kirche zu kultivieren, ohne dass wir den Glauben wegen dem an Heilung oder an Wunder oder was auch immer verlieren, sondern irgendwie die Spannung dürfen aufrecht behalten und nicht müssen suchen nach Antworten oder was auch immer. Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt. Ich merke, die Sachen sind schon hartnäckig in unserer Gemeinschaft so, oder in den Köpfen. Auch wenn das niemand sagt, eben, du hast vielleicht Sünde im Leben oder was auch immer, oder du glaubst zu wenig oder was auch immer. Ich glaube nicht, dass das jetzt bei uns in der GVC so noch gelehrt worden ist, wo ich gehört habe oder so. Und gleich schwingt es manchmal so ein bisschen mit. Es schimmert durch, oder? Und man hat es vielleicht irgendwann mal gehört oder es war in der Vergangenheit mal da gewesen, und dann kommt das einfach so mit, oder? Und ich glaube, dort müssen wir den Rahmen setzen und öfters darüber reden, dass wir es eben andersrum kultivieren, weil diese Sachen halt schon sehr tief sitzen. Ja, das finde ich schön. Da ist mir noch ein Zitat, das ich mir noch rausgeschrieben habe, das der Reto letzten Sonntag in der Predigt genommen hat, in den Sinn kam. Von dem Tyler Staton aus dem Buch. Das heisst, die Bibel schreckt weder vor der Heilung zurück, noch macht sie zur Sensation. Es ist ein natürlicher Umgang mit dem. Heilung ist weder etwas Besonderes, noch wird sie geheim gehalten. Sie ist nur ein weiterer Dienst der Kirche, wie die Predigt, wie die Weisheit, wie Ermutigung, wie Verwaltung, wie Prophetie. Ja. Und ich finde, vielleicht steckt etwas von dem drin. Also das natürlich umgehen und heisst aber ja auch die Möglichkeit immer wieder bieten. Darum machen wir das in unseren Gottesdiensten, dass wir sagen, hey, das ist ein Rahmen, um auch für das Wunder zu beten. Genau. Wir wollen dem Raum geben, wir wollen das auch suchen, ohne es dabei als einzige wahre Ziel noch zu sehen, sondern in dieser guten Balance zu halten. Ja. Und dort finde ich auch wieder Groups-Rahmen, Small Group, kleinere Gruppen, also die Kraftwirkungen, die sind ja so vielfältig, oder? Ja. Prophetie, eben Wunder, die passieren, aber auch Erkenntnis. Genau. Das Wort von der Erkenntnis geht manchmal völlig unter. Oder ich sage immer so, hey, wenn wir in der Bibel anfangen zu lesen, Gott kann uns durch den Heiligen Geist direkt zu uns reden. Ja. Das ist auch eine Art vom Wirken von Gott, wo eigentlich Kraftwirkung von Gott kann sein. Und manchmal wird dann die fast ein bisschen reduziert, dass das eigentlich weniger wichtig ist oder weniger Wert hat. Ja, genau. Und ich glaube, dort irgendwie aufzuzeigen, es gibt mega viele unterschiedliche Arten, wie die Kraft am Schluss kann wirken. Und es ist nicht nur das eine Wunder, das körperliche Wunder, sondern eben von Bibeln, die ich lese und nachher plötzlich eine Erkenntnis bekomme, die genauso ein Wunder kann sein in deinem Leben. Ja, ganz genau. Und irgendwie in dem Miteinander, wo man auch, es fordert ja raus, vielleicht erlebt der nächste Wunder, der andere nicht. Und das Miteinander, denke ich, ist dann eben auch etwas, wenn wir es schaffen, etwas Schönes. Weil man ja selber vielleicht immer so ein bisschen aus seiner Perspektive drauf schaut.
Und dann irgendwie wahrzunehmen, ja, jemand anders erlebt das Wunder. Oder eben auch die das Wunder erleben, ja, jemand anders erlebt es auch nicht. Und ich glaube, das bereichert auch in der Perspektive, die wir haben. Hey, ja, jetzt muss ich schon ein bisschen auf die Zeit schauen. Und ich glaube, wir nehmen noch so unser Letztes in Angriff. Wir gehen eigentlich immer zum Schluss von dieser Episode noch auf eine Frage eingehen aus der Fragebox, die wir in der Gemeinde geteilt haben. Und ich habe jetzt auch ein bisschen passend natürlich zu dem, was wir darüber geredet haben, da 2 rausgenommen, die in die gleiche Richtung gehen. Und es geht nochmal um die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder eben das, was eigentlich ja Pfingsten auch sicher mal so punktuell geschehen ist. Und zwar fragt Rahel so als erstes, wie kann man sich konkret mit dem Heiligen Geist erfüllen lassen? Und mir ist noch wichtig, wir geben da Reaktionen. Wir haben ja nicht alle Antworten. Sondern wir sind da auch in einem Gespräch und das ist eine gute Frage. Und wir können wir reagieren darauf. Und darum vielleicht, hey, ja, die Frage euch, Andrina, wie machst du das? Wenn du, weißt, wie bittest du um das? Was ist dein Ansatz, um dich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist? Ich habe jetzt ja die Frage vorher noch nicht kennengelernt, aber ich habe mir im Vorhinein mal Gedanken gemacht, wie hat es den Moment gegeben, wo ich so mit dem Heiligen Geist erfüllt worden bin. Und lustig, zum einen auf Bulgarien gekommen. Ich habe das Gefühl, das war so ein wichtiger Moment für mich mal gewesen, wo wir im Gar waren. Der Schoro, eben der Pastor, hat gebetet. Und für mich war es wie so ein Gefühl von Gottes Gegenwart. Es war auch wieder ein Frieden um mich. Ja. Und ich habe plötzlich angefangen, in einer Sprache zu beten, die ich nicht gekannt habe. Ob man das wie Zungenrede nennen, wie auch immer. Genau. Und das war für mich so ein wichtiger Moment gewesen, aber das ist jetzt nicht der Moment, wo ich mich immer daran festhebe und mir immer in den Sinn kommt. Ich sage, nur dort war der Heilige Geist gewesen, aber ich glaube, das war wie so ein Ereignis gewesen, wo ich das mega spürbar erlebt habe. Und ich glaube, sonst irgendwie, also mehr im Alltag, oder ich habe wegen dem Heiligen Geist in meinem Leben gesagt, dort ganz bewusst, aber auch sonst nimm Raum in meinem Leben, bis da. Ich gehe das nicht jetzt jeden Tag erbitten, jetzt komm noch mal so ein bisschen das erzwingen, wäre man vielleicht wieder im Regelbuch, sondern mehr vielleicht das Wissen, der Heilige Geist ist in mir drin und gleich möchte ich mir bewusst sein, hey, danke, bist du da, bist du in mir drin. Ist noch spannend, es ist mir mal aufgefallen, fast jedes Gebet, das ich anfange, ist «Danke, Jesus, dass du da bist». Also Jesus, ja, genau. Heilige Geist in dem Sinn. Und irgendwie einfach das können so wir auch einfach mal, um sich ein bisschen trainieren. Genau. Einfach mal switchen und sagen, danke Heilige Geist, dass du da bist. Genau, das ist so ein bewusstes Öffnen. Ja, also genau. ohne das, ich glaube, es kommt ja auch nicht darauf an. Ja, genau, da bin ich auch voll. Aber irgendwie so ein bisschen, ich glaube, mir das wie über mir aussprechen, das Wissen, dass ich weiss, er ist da, er ist in mir drin. Manchmal mache ich es bewusster, manchmal weniger bewusst in dem Sinn, ja. Schön. Ja. Ja, ich finde das sehr gut. Dass gerade auch vielleicht, eben schon kann man es im Gebet einfach verbal ausdrücken. Das wäre so ein bisschen meine Reaktion auf das. Ich glaube, am Schluss fühlt einem ja dann, oder der Heilige Geist kommt auf einem. Und was wir machen können, ist irgendwie eine Offenheit haben und unser Leben für das auch ein bisschen parat haben. Genau. Und mir kommt natürlich jetzt auch noch so ein bisschen die Gespräche, die ich schon geführt habe, in den Sinn, wo wir über die Frucht vom Geist oder über den Geist uns verändern lassen geredet haben. Da haben wir auch gemerkt, es geht viel darum, sich irgendwie zu öffnen, überhaupt für den Heiligen Geist, oder eben auch von Sachen wegzukommen. Du hast es vorher auch erwähnt, eine neue, statt mit Wein sich zu fühlen, etwas anderes gehen. Also irgendwie konkret einfach sich Gott hingeben, Flächen schaffen, wo er darf. Das kann man verbalisieren, indem man sagt, Jesus, schön bist du da, danke bist du da, der Heilige Geist, ich öffne mich für dich. Aber dann auch Glauben daran, dass eigentlich das ja nicht emotional unbedingt dann muss spürbar werden, sondern dass das einfach jetzt auch eine Realität ist. Ja, genau. Es ist noch eine zweite Frage gekommen, die gerade so ein bisschen ins Gleiche hineingeht, ein bisschen dann etwas anderes betont, vielleicht auch ein bisschen kritisch fragt. Und zwar von Markus. Die Bibel sagt, dass der Heilige Geist in jedem wiedergeborenen Christen wohnt, sagt er. Warum singen wir immer wieder, dass er uns neu erfüllen soll, und warum laden wir ihn im Gottesdienst immer wieder ein? Ist da nicht oft Unglaube im Spiel? Spiel mal dir zu, Romanus. Wieso machen wir das? Das ist ja auch eine Frage an unsere Art, wie wir das auch machen. Wir beten immer wieder für das. Ich bin dieser Sache mal recht lang auf eben, da kommen ja viele Themen nachher zusammen, auch Geistestaufe und so weiter. Da können wir jetzt nicht alles anschauen. Aber der Gordon Fee
hat auch ein Buch darüber geschrieben, «Leben in der radikalen Mitte», der Geist Gottes. Und mir gefällt das Buch, weil es bringt eigentlich das so ein bisschen zum Tragen. Oder? Und er schafft dort dann auch unter anderem mit dieser Epheser-Stelle, wo er eigentlich sagt, dort hat es eigentlich die «Lasset dich immer wieder erfüllen». Also eigentlich etwas, wo anständig immer wieder darf passieren. Wir sind mit dem Heiligen Geist erfüllt. Punkt. Also du musst nicht Angst haben, dass der Heilige Geist jetzt plötzlich weg ist, wenn du jetzt mal nicht mehr so viel stille Zeit gemacht hast oder was auch immer. Oder die Angst ist manchmal vorhanden. Ja, genau. Das überhaupt also er ist uns versprochen als eine begleitende Kraft von Gott. Ja. Und gleich gibt es, glaube ich, ab und zu die Momente, wo irgendwie du den Geist Gottes spürbar, erlebbar jetzt gerade näher spürst. Manchmal ist das mehr im Kopf oben, dass ich mir das bewusst werde. Das passiert bei mir in Gebetsliturgien manchmal, so ein bisschen mir fest, also ja, das irgendwie zu mir werden lassen, oder? Oder im Worship, wo auch in dieser Passagen eigentlich drin stehen und gehen in Worship drin. Und ich glaube, das eben ist dann auch eine Art von, hey, ich öffne mich, richte mich aus gegenüber Gott und mache mich offen für Gott. Und er kann anfangen zu wirken. Und dann kann die Fülle irgendwie wieder kommen, stärker kommen, was auch immer. Eben dort finde ich, ja, also bist du vorher nicht ganz voll gewesen, oder genau. Das spielt doch am Ende auch nicht so eine Rolle. Ja, ja voll. Ich glaube, ab und zu habe ich schon auch durchs Gebet für andere gesehen, weißt, so, wo ich für andere Menschen gebetet habe. Ich persönlich habe es ehrlich gesagt nie so erlebt. Ja. Also, dass wenn andere für mich beten, dass ich jetzt eine spezielle Erfüllung gespürt habe. Ja. Kann sehen, wenn ich für andere Menschen gebetet habe. Ja. Ja, ich finde das super. Mir kommt noch in den Sinn, also die Bibel redet natürlich schon eben von dem, dass es immer wieder der Fall ist. Die Epheserstelle ist eine, aber auch, und dort es werden wie verschiedene Wörter benutzt. Eben, genau. Teils heisst tauft sie im Heiligen Geist, erfüllt werden mit dem Geist, lasst euch bekleiden vom Heiligen Geist und dann eben das Wort von der Begleitung. Und ich würde auch sagen, es ist wie ein Muster, das man sieht, dass es immer wieder Momente gibt, wo das so passiert. Und in dem Sinn glaube ich nicht, dass es mit Unglauben zu tun hat, sondern mit dem Bewusstsein, der Geist Gottes ist immer da, begleitet uns, aber manchmal wird er in einem besonderen Maß spürbar und erfahrbar. Das wäre, glaube ich, auch so ein bisschen unsere Einordnung, was wir jetzt unter wir haben nicht das klassische Konzept von der Geistestaufe, sondern mehr so von so einem Moment von der Erfüllung oder dass er über einem kommt, so redet die Bibel in diesen Worten von dem. Und dass dann vielleicht auch das mal auch speziell spürbar werden kann. Ja. Danke. Gerne. Ich glaube, da machen wir soweit mal ein Komma bis zu der nächsten Episode. Und ich möchte euch zwei ganz viel Danke sagen. Ich habe es enorm spannend gefunden. Auch so ein bisschen der Weg, den das Gespräch genommen hat, auch sicher in den Umgang mit dem Spannungsfeld. Das wäre auch echt interessant, mal noch so ein bisschen daran weiter umzudenken. An dieser Stelle bleibt mir noch der Hinweis auf nächstes Mal zu machen. Schön, dass ihr mitgehört habt und mit dabei sind. Wir werden in der nächsten Episode unseren Fokus auf die Gaben, die der Heilige Geist uns schenkt, legen und dort miteinander darüber nachdenken, was ist das alles, wie sieht das aus in unserem Leben. Ich freue mich sehr, dort den Manu Liniger bei mir am Tisch zu begrüßen. Und selbstverständlich dürft ihr weiterhin auch Fragen in die Fragebox stellen. Wir tun den Link zu der Fragebox in den Shownotes oder im Episodenbeschreib noch drin tun. Und vielleicht auch noch den Hinweis auf das Buch von Gordon Fee, wenn wir das finden. Wir sind nicht ganz sicher, ob es vergriffen ist. Du hast ihn erwähnt. Ja, genau. Vielleicht tun wir das noch dort drin. Ihr findet den GVC Podcast Talk auf allen gängigen Plattformen wie YouTube, Spotify oder Apple Podcast. Abonniert es doch dort. Das hilft euch, dass ihr merkt, wenn eine neue Folge ist. Und dann wünschen wir an dieser Stelle alles Gute und bis nächstes Mal. Ciao.